Ich bin gleich wieder da, Jungs. Ganz kurz. Wenn der Stream jetzt gleich nicht funktioniert, macht einfach einen Restart, okay? Ich bin gleich wieder da. Ich restart kurz. Ich restart nur kurz. Ich verstehe es nicht, Mann. Ich verstehe es wirklich nicht. Bro, warum zum Fick kam nicht dieser Not Like This Typ, Digga? Warum musste mein Stream wieder ausgehen? Bro, what the fuck? Es macht gar keinen Sinn, dass der Stream komplett ausgegangen ist gerade. Und mein PC ist so scheiße gerade. Digga, und es macht... Scheiße! Ah, was ist denn mit meinem PC? Bro, schrei nicht so, Bruder, halt deine Fresse, wirklich, fick dich einfach. Real Talk, oh mein Gott. Schrei doch nicht. Dein Maul, Alter. Oh mein Gott, Digga. Gestern bin ich dafür offline gegangen, Bruder. Heute kann ich nicht nochmal offline gehen dafür, aber Bro, es ist das Schlimmste, was einem Streamer passieren kann, wenn der Stream einfach crasht. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Digga, es ist so eine Scheiße, Mann. Bro. Kann nicht sein, wirklich. So, jetzt müsst ihr meine Laune wieder hochtreiben, Jungs. Jetzt bin ich auf 0. Bin schon Discord. Warte, Pfeister, ich bin gleich fertig. Ich muss mich ganz kurz beruhigen, Digga. Ich muss meinen PC wieder neu starten. Ich kann nicht mehr, wirklich. Welcher Schwanz hat dir einen Stream gesagt? Ey, Bruder, ich hätte wirklich nicht drauf hören. Vor allem der Delay war gar nicht so krass. Aber guck mal, das Ding ist, ich war mir sicher, dass mein Stream nicht crasht, weil ich es einfach so wie immer gemacht habe. Ich habe einfach Task beendet und dann müsste es eigentlich... Bruder, Real Talk, irgendwer hat das einfach ausgemacht bei mir dann wahrscheinlich. Also mein Stream sollte eigentlich... Schutz vor Verbindungsfehlern ist an. Ich versteh's nicht. Hier. Kann ich dir zeigen, ja, ne? Hier. Schutz vor Verbindungsfehlern. Verbessert deine Zuschauererfahrung deines Streams, indem du im Falle einer getrennten Verbindung ein Backup deines Streams lädst. Wenn dein primärer Stream fehlschlägt, kannst du automatisch 90 Sekunden lang ein temporäres Bild für deine Zuschauer einblenden. Ja, warum stellt da die ganze Kamera an? Bitte! Was ist mit diesem PC los? Alter, nein. Ich versteh's nicht. Ja, es laggt wieder alles. Oh. Kamera an! Verfickte Scheiße! Warum geht das nicht? Ich verstehe es nicht. Bro, mein PC zeigt die ganze Kamera an. Die ganze Zeit. Warum? Hey, schön, dass du da bist. Hast du schon mal versucht, das Kabel raus und wieder reinzustecken? Hast du schon mal versucht? Nein, hab ich gar nicht. Nein! Ich bin noch nie drauf gekommen. Das hab ich doch gar nicht gemacht. Beschlossen hast, den heutigen Tag mit einer geführten Meditation zu ergänzen. Vielleicht ist es dein allererstes Mal. Die ganze Kamera an. Das ist ja voll lustig. Und vielleicht konntest du bislang mit dem Begriff Meditation auch noch gar nicht so viel anfangen. Dann sieh dieses Video einfach als Einladung, mal wieder etwas Neues auszuprobieren und schenke dir für die kommenden 10 Minuten 100% deiner Aufmerksamkeit, 100%. Bitte, warum? Warum flackert das? Warum? Ich verstehe es nicht. Real Talk. Ich verstehe es nicht. Digga, ich verstehe es nicht. Oh Mann. Und da steht schon wieder die ganze Zeit nur Kamera an. Ich hab keinen Bock mehr. Ich kann nicht 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 mehr. Es steht schon wieder die ganze Zeit nur Kamera an da. Es steht schon wieder die ganze
Konntest du bislang mit dem Begriff Meditation auch noch gar nicht so viel anfangen, dann sieh dieses Video einfach als Einladung, mal wieder etwas Neues auszuprobieren und schenke dir für die kommenden 10 Minuten 100% deiner Aufmerksamkeit, 100% deiner Präsenz. Lass uns beginnen. Finde zunächst eine bequeme Position, vorzugsweise im Sitzen. Schau, was sich für dich bequem anfühlt. Es kann der Schneidersitz oder der Fersensitz sein. Du kannst dich aber auch sehr gerne auf eine gefaltete Wolldecke setzen, auf einen Yogaklotz, ein Meditationskissen oder mit dem Rücken an die Wand. Das mag ich persönlich sehr gern. Finde deinen Sitz. Und dann rolle hier mit der nächsten Einatmung die Schultern über vorne hoch zu den Ohren und mit der Ausatmung über hinten und unten sinken lassen. Noch zweimal so mit der Einatmung. Roll die Schultern über vorne nach oben. Und mit der Ausatmung lass sie tief nach hinten und unten sinken. Noch einmal so. Einatmen. Schultern hoch. Und ausatmen. Nach hinten, unten sinken. Wunderbar. Mit der nächsten Einatmung. Zieh die Schultern hoch zu den Ohren. Halte. Mit der Ausatmung einfach mal fallen lassen. Noch zweimal. Einatmen, Schultern hoch, halten, ausatmen, lass los. Letztes Mal. Einatmen, Schultern nach oben, halten und ausatmen, alles fallen lassen. Prima. Dann finde nun eine bequeme Position für deine Hände. Du kannst entweder deine Handflächen nach oben zeigen lassen und hier, wenn du magst, Daumen und Zeigefinger aufeinander bringen für ein sogenanntes Mudra, also eine symbolische Geste deiner Hände, die hier für dein Bewusstsein steht. Du kannst deine Hände aber auch einfach übereinander in deinen Schoß legen oder mit den Handrücken nach oben zeigend auf deinen Knien positionieren. Es gibt hier keine Vorschriften, keine Regeln. Schau einfach, was sich für dich richtig und angenehm anfühlt. Es kann jeden Tag auch etwas unterschiedlich sein. Und dann schließe deine Augen und erlaube deinem Gesäß ganz schwer zu werden und sich mit dem Boden unter dir zu verbinden. Spüre den Kontakt zum Boden und erde dich über deine Sitzbeinhöcker. Und dann stell dir vor, du kannst deine Wirbelsäule verlängern, indem du deine Scheitelkrone nach oben Richtung Decke schiebst. Zieh die Wirbelsäule auseinander und schaffe Platz zwischen den einzelnen Wirbelkörpern. Wieso tue ich mir das an? Kannst du dir das vorstellen wie zwei Pole, die auseinanderziehen? Dein Scheitel will nach oben Richtung Himmel und dein Steißbein will nach unten Richtung Keller. Und zwischen diesen beiden Polen befindest du dich. Ganz gerade, ganz aufrecht. Und dann entspann deine Schultern und zieh dein Kinn ganz minimal Richtung Brustbein. Lass deine Gesichtszüge weich werden. Nimm jetzt alle Mimik, alle Anspannung raus. Und dann richte deine Aufmerksamkeit ganz bewusst auf deinen Atem. Spüre, wie die Luft kühl durch die Nase einströmt, durch deinen gesamten Körper verläuft und angewärmt wieder ausströmt. Beobachte, wie dein Atem ganz natürlich fließt, wie jede Einatmung kommt und jede Ausatmung wieder geht, ohne hier etwas zu beeinflussen oder beeinflussen zu wollen. Lass alles gut sein, so wie es jetzt gerade ist.
verändere nichts. Und dann spür mal, ob deine Ein- oder deine Ausatmungsphase länger andauert, ob du tief oder flach atmest und ob sich dein Atem warm oder kalt anfühlt. Beobachte. Nimm wahr. Hör zu. Und dann beginne dich immer mehr mit deiner Atmung zu verbinden. Tief einatmen und vollständig ausatmen. Ein und aus. Mit der Einatmung füllen sich die Lungen mit Luft, die Brust weitet sich. Und mit der Ausatmung wird er wieder leer. Lass los. Mit der Einatmung nimm neue Energie auf. Und mit der Ausatmung lass alles Alte, allen Ballast, alle Sorgen los. Atme tief und gleichmäßig durch die Nase ein und aus und konzentriere dich hier wirklich zu 100% auf deine Atmung. Egal was war und egal was kommt. Das, was zählt, passiert jetzt gerade in diesem Moment. Also bleibe hier und richte deine Aufmerksamkeit voll und ganz auf deinen Atem. Und wenn Momente kommen, wo du dich ablenken lässt, wo Gedanken auftauchen, dann verurteile dich nicht. Auch das ist ganz normal. Wichtig ist, diese Gedanken zu erkennen und genau wie deine Atemzüge kommen und vor allem wieder gehen zu lassen. Halte nicht daran fest. Lass los. Komm zurück zu deinem Atem und beginne deine Atmung wieder tiefer werden zu lassen. Sei geduldig mit deinen Gedanken, mit dir selbst. Bleibe einfach bei deinem Atem. Du brauchst dich um nichts weiter kümmern. Genieße diese Zeit, um dich mit deinem Körper, mit deinem Geist und deiner Seele zu verbinden. Erlaube dir, ganz du selbst zu sein. Atme tief ein und vollständig aus. Entspann deinen Kiefer, entspann die Wangen und den Punkt zwischen den Augenbrauen. Und ganz allmählich bringe deine Aufmerksamkeit wieder zurück zu deinem Körper. Wenn du magst, beweg deine Finger oder kreise mit dem Kopf. Und dann öffne ganz sanft deine Augen und nimm dir ruhig so einen kurzen Moment, um deinen Blick wieder klarer werden zu lassen.
Dann bring die Hände vors Herz. Die Daumen berühren dein Brustbein, um so den Kontakt zu dir selbst zu bewahren. Senk den Blick. Verneig dich vor dir selbst. Und bedank dich bei dir, dass du dir heute Zeit für diese Meditation genommen hast. Zu guter Letzt zieh die Mundwinkel nach oben und schenk dir dein schönstes Lächeln. Und dann nimm diese neu gewonnene positive Energie mit in den Tag. Und wann immer du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr, der Stress, die Anspannung wird zu groß, dann denk an dieses Gefühl von jetzt gerade zurück und atme einmal tief ein und aus. Vielen Dank, dass du dabei warst und dass du mir dein Vertrauen geschenkt hast. Wenn dir diese Einheit gut getan hat, dann freue ich mich natürlich, dich regelmäßig bei deiner Meditation zu begleiten. Bis zum nächsten Mal. Wie geht's euch? Hallo. Hallo. Mir geht's gut. Ja, mir geht's gut. Marius, danke für mich, mit dem 6. Dankeschön. So, mein guter Freund Feister wartet jetzt. Er hat doch... Was hat er mir hier für ein Bild geschickt? Was ist das? Was ist das? Ist die Kamera an? Ja, die ist an. Und da steht auch gar nicht mehr da, weil die ist ja schon an. Da muss ja nicht 100-mal da stehen dann. Kamera! Wieder die ganze Zeit nur Kamera! Du jetzt warum? Wieder die ganze Zeit nur Kamera! Du jetzt warum? Jungs. Guck mal, manchmal muss man einfach gerade stehen für das, was man verkackt hat. Und das war Hallo Hugi. Warum ist der offline gegangen, wieder online gegangen? Ach, weißt du, manchmal hat man manchmal hat man technische Probleme einfach. Aber die kann man auch, also, man muss immer alles positiv sehen. Versteht ihr? Man muss alles positiv sehen. Ich habe zwar jetzt Kameraprobleme gehabt, aber wir sind jetzt nur noch die Hälfte im Stream. Das ist doch positiv. Leute, Viva, danke für den Sub, dankeschön. Danke. Was ist das hier? Und er sagt so, ja klar. Dann kommt das Paket an und dann geht er zu seiner Mutter. Warte. Mama, warum ist hier ein Loch? Und dann ist die Mutter. So, jetzt rufen wir Feister an. Hallo, Feister. Hallo, wie geht's dir? Oh, mir geht es wundervoll, Feister. Merkt man, du bist richtig glücklich. Man sieht dein Lächeln. Dankeschön, Feister. Na klar, immer doch. Wollen wir jetzt zusammen einen richtig schönen Spaß haben? Willst du mir dein Video-Ninja schicken vielleicht? Mach ich. Willst du auch dein schicken? Ja, Nein. Feister. Oh, warte. Kann sein, dass ich ein bisschen Kameraprobleme habe. Oh! Das ist ja Du musst super. mir nicht deins schicken. Du musst mir nicht deins schicken. Ich schick dir Nee, Meister, ich schick dir meins jetzt. Scheint ja zu gehen wieder. Ist ja super. So, dann machen wir das für dich, Feister, ne? Weil du willst das ja von mir. Ja, Hier. das ist nicht so wichtig. Doch, warum bist du jetzt auf einmal so leise? Das ist voll lustig, dass du leise bist einfach. Kann sein, dass mein ganzer PC gleich abstürzt. Oh, das wäre richtig scheiße, weil dann stürzt ja auch dein Stream ab. Das wäre ja dumm. Oder? Das wäre ja dumm. Ja, ist okay, ist nicht schlimm. Das wäre ja dumm einfach. Guck mal, hallo, ich bin wieder lauter. Oh, jetzt bist du viel zu laut, weil ich dich vorhin lauter gestellt habe. Jetzt stecke ich mein Mikro aus und will checken, ob mein PC abstürzt. Nein, mach das lieber nicht. So, Feister. Also, ich werde jetzt deine Kamera da reinmachen und dann können wir anfangen. Ganz kurz, Jungs, auf letzugo.de, Minecraft-Server ist gerade ein Man-Test. Wenn 100 Freiwillige... Ja, ich mach auch Nein, deine Kamera steht weg. da schon wieder die ganze Dann Zeit. Ich können kann wir nicht loslegen. mehr. Ich kann Retalk nicht mehr. Da steht schon wieder die ganze Zeit Kamera an. Bro, ich verstehe nicht, warum das auf einmal so ist, ne? Ich versuche mal einen anderen Cam-Link. Ist doch an, Mann. Seid ihr denn komplett auf den Kopf gefallen, bitte? Ja, es ist an, Digga. Aber es soll nicht da 100-mal stehen. Es steht immer noch da. Ich schaff das nicht mehr. Warum macht mein PC jetzt Probleme random? Ich hab den 2 Wochen nicht benutzt, Digga. Auf einmal funktioniert nicht mehr. Hast du Ersatzkabel für Cam, weil das kommt rüber wie ein Wackelkontakt. Aber wenn es ein Wackelkontakt wäre, dann würde ja meine Cam hier auch nicht funktionieren. Es ist einfach Windows, was scheiße ist. Und ich will nicht schon wieder heute nicht streamen, Bro. Ey, Digga.
Wo steht das denn? Hier. Da, Kamera an. Kommt die ganze Zeit aufgepoppt. Die ganze Zeit. Ich verstehe nicht warum. Das ist nur wegen Windows 11. Ich schwöre, das ist nur wegen Windows 11. Digga, Windows 11 nur Probleme, Mann. Digga, gestern hatte ich auch ja nur Probleme. Bro, es ist legit. Oder, Digga, wenn ich OBS... Also, es ist wirklich mein PC, Jungs. Weil, wenn ich OBS bei der Cam irgendwas ändern will, Digga, alles wird erstmal weiß einfach. Und ich kann nichts machen. Hasse Windows 11, wirklich. Glaube wirklich an Wackelkontakt, da das Bild manchmal grün ist. Das Bild wird grün, wenn ich es ist 100% kein Wackelkontakt, Jungs. Das Bild kommt nur, wenn ich Kameramodus anmache. Ich krieg's nicht gefixt, Digga. Also, da steht auf jeden Fall... Ja, danke für 5 Gifted Subs, danke schon, Bro. Da steht auf jeden Fall Neustart erforderlich. Schätzung 9 Minuten, 5 Minuten. Vielleicht muss ich wirklich einfach neu starten. Ich habe keine Ahnung, Mann. Bro, das ist halt scheiße jetzt mit Feist und so, ne? Aber ich glaube, Digga, ich muss wirklich wieder abbrechen. Aber ich werde auf jeden Fall heute nochmal live kommen, Digga. Das ist, also ich kann nicht zweimal jetzt nicht streamen. Geht nicht. Ey, ganz kurz nochmal an alle, die mithelfen wollen für Sonntag. Minecraft 1.21 Version let's.de. Da findet gerade ein Mana-Test statt. Wäre cool, wenn ihr da hingehen würdet. Jungs, wisst ihr was? Ne, es war kurz weg, es ist wiedergekommen. Digga, leck doch meinen Arsch. Ich komm heute Abend nochmal wieder. Ich will restart mein PC zum 100. Mal mal wieder. Habe ich noch nie gemacht. Digga. Ich sag kurz Feister Bescheid. Feister. Ja, was ist los? Scheiße Neuigkeiten. Doch glücklicher geworden! Nee. Hooray! Wir müssen das verschieben. Oh, ist nicht schlimm. Mein PC macht nur Faxen gerade, Digga. Nee, das habe ich eher erwartet, als das schon alles gestartet hat. Ist nicht schlimm. Es tut mir leid, Bratan. Alles gut, Bruder, passt wirklich. Das wird mich auch richtig, also Retalk, ich check genau, was du meinst, das ist Giga-Abfuck. Ja. Ey, Feister, Tamam, Habibi Jan, wie lange bist du live? Habibi, noch länger heute. Ich kann sagen, ich komme heute Abend nochmal wieder. Oh, da müssen wir schauen. Aber ich muss heute, Moin. ich gebe mir heute Abend weg, weil ich, morgen Hochzeit, ich muss für ein bisschen preparen dafür noch hier alles. Auf Retalk. Hast du recht.